Wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Nach dem Corona oder vor dem Corona? Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin heute im wunderschönen Stanz, das ist der Hauptort vom Kanton Nidwalden. Und nächste Woche wird das Video dann von Obwalden, von Sarnen sein. Und dann können wir gerade mal zusammen herausfinden, wer eigentlich gescheiter ist, die aus Nidwalden oder die aus Obwalden. Das heisst, wenn ich Leute finde, die ich interviewen kann, weil es ist nicht so viel los hier. Viel Spaß. Du bist aus Stanz oder einfach sonst wo im Kanton Nidwalden? Ich bin sogar in Stanz geboren. Ja. Ich bin so ein waschechter Stanzer. Gibt es denn irgendetwas, was man mit euch nicht ansprechen sollte oder was man euch nicht sagen darf? Du solltest nicht sagen, vielleicht, dass du von Obwalden bist. Das ist immer so ein bisschen Krieg, oder? Echt jetzt? Die ganze Geschichte mit den Franzosen und so, das drückt immer noch voll. Die Menschheit lernt irgendwie nicht aus dem. Voll. Was ist, wenn wir euch für Obwalden haltet? Ja, das ist auf jeden Fall nicht so gut. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Was passiert denn? Ja, dann wird man schon ein bisschen verrückt. Oh, Vielleicht nicht über den Dialekt oder so. okay. Wie findet ihr denn mein Dialekt? Ihr dürft ganz ehrlich sein. Gewöhnungsbedürftig. Okay, das ist schön vorsichtig formuliert. Ich habe es schon begriffen, das ist ganz lieb. Wir sind ja hier an einem sehr geschichtsträchtigen Ort. Das ist ein Urkanton und das ist ja hier 1291 viel los gewesen. Welche Waffe hat der Wilhelm Tell eigentlich besessen? Ich glaube Schild und Speer. Armbrust. Richtig, genau. Yeah. Das ist nicht schwierig herauszufinden. Nicht so, nein. Du bist ja Zentralschweizer als Nidwaldner und ich komme aus Basel. Bin ich in dem Fall ein Ausserschweizer für dich oder bin ich überhaupt ein Schweizer? Wie sieht das aus? Also, du bist halt der Schweizer, aber ja, halt einfach Tourist jetzt. Ausserschweizer. Ausserschweizer. Aber ich gehöre eigentlich nicht wirklich dazu. Verstehe ich das richtig? Ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja. Was meinst du? Ja, auch. Würdest du mich auch akzeptieren? Ja. Wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Nach dem Corona oder vor dem Corona? Jetzt. Ich schätze mal so 7 Millionen. Kurze Unterbrechung an dieser Stelle über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen, weil die meisten von meinen Zuschauerinnen und Zuschauern haben nicht abonniert und es wäre natürlich schön, wenn wir das ändern könnten. Jetzt geht's weiter. Wie sieht es mit eurem Verhältnis zwischen Obwalden und Nidwalden aus? Ja, also das Verhältnis ist schon manchmal ein bisschen schwierig, aber wir schauen, dass wir zusammen arbeiten können. Ich sehe, den Laden gibt es also auch in Obwalden. Was hat dich dazu bewegt? Ja, man denkt, die Obwalder brauchen auch schöne Schuhe, darum haben wir dort auch ein Geschäft aufgetan. Könntest du dir vorstellen, mal mit einer Obwalderin zusammen zu sein? Wenn es passt, schon. Und was meinst du? Eher weniger. Eher weniger. Hast du ein Auto? Ich bin am Prüfung lernen, ja. Ah, okay. Und was für ein Auto möchtest du mal kaufen? Gute Frage. Eins, was fährt? Was hast du für einen Humor? Nehmen wir an, die Auto, das du kaufst, das braucht 8 Liter Benzin pro 100 Kilometer und du fährst 200 Kilometer. Ja. Wie viel Liter Benzin hast du also verbraucht? Vielleicht so 5 Liter, ich weiß nicht. Wie viel Liter Benzin brauchst du? Genug. Warte, 8 Liter Benzin pro... 8 mal 2. Nein, warte, vielleicht ist es Fangfrage, ich muss überlegen. Okay, lass dir Zeit. 8 Liter, 100... Für 8 Liter fährst du 100 Kilometer, 200 Kilometer, 16? 16 Liter, sensationell, genau. Das ist keine Fangfrage, nein, das ist eine einfache Autofrage, muss man eigentlich sagen. Es gibt über Nidwalden so ein gewisses Klischee, nämlich, dass ihr alle sehr früh anfangen zu rauchen und auch also viel rauchen. Oh, warum schaut ihr beide die an? Ich weiß eigentlich auch nicht. Stimmt das? Auf jeden Fall. Okay. Yes. Also reden wir da nur von Zigaretten oder auch von anderen Substanzen? Alles. Alles, was es gibt, alles, was man bekommt, alles, was auf den Bergen wächst. Also bring doch mal einen Schnupf. Was haben wir noch gehabt? Ein Vogel springt von Ast zu Ast, bis ein Ast ins Arschloch passt. Alter, ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube bringen kann. In welchem Alter hast du die ersten Schnupf gehabt? Ich habe noch nie geschnupft. Ich bin sehr doch wirklich. Das meine ich total ernst. Das kann ich von mir also so nicht behaupten. In welchem Alter war bei dir das erste Mal? So 13, 14 in der Oberstufe. Ich habe dann noch mit Playmobil gespielt. Das würde ich jetzt auch sagen. Bei dir hat Playmobil-Männchen wahrscheinlich auch noch geschnupft. Genau. Authentisch, okay?